Montagmorgen. Wieder einmal ist Brigitte Herzog auf dem Weg zu einer besonderen Mission. Die Organspende ist mittlerweile mein Herzensthema. Ich bin unterwegs und ich möchte den Menschen einfach aufzeigen, wie wichtig es ist, sich zu entscheiden. Und ich habe das erlebt, wie das ist. Es geht ins Uniklinikum Regensburg. Dort will Brigitte Herzog einen jüngeren Patienten besuchen und ihm Mut zusprechen. Er ist gelistet für eine Spenderleber. Es ist die gleiche Klinik, in der die Ärzte damals um das Leben ihrer Tochter rangen. Über 13 Jahre ist das her, doch sie erinnert sich an jede Einzelheit. Wir haben gehofft, dass ein Wunder passiert und Marlene überlebt diesen schlimmen Unfall. Aber es kommt anders. Bei der 18-Jährigen tritt der Hirntod ein. Marlene hat uns ja im Vorfeld schon erklärt, dass sie Organspenderin sein möchte. Sie hat mir mal gesagt, Mama, ich kann nicht Krankenpflege lernen und diesen Aspekt der Hilfe außer Acht lassen. Und ich habe damals gesagt, Maya, was dass du immer alles denkst. Ihr Mitstreiter bei den Besuchsdiensten im Klinikum Regensburg ist Peter Schlauderer. Hey Peter, servus. Alles gut bei dir? Ja. Der 58-Jährige hat selbst 3 Spenderorgane erhalten und nur so überlebt. Über ihn ist Brigitte Herzog zu den Besuchsdiensten gekommen. Wir wollen ihnen einfach Mut machen. Wir wollen einfach ihnen beistehen und ein bisschen erzählen lassen von dem, was sie erlebt haben. Und das ist wichtig für mich, weil ich da drin eine Aufgabe gefunden habe. Das verbindet uns auf eine ganz wunderbare Weise. Also ich wäre nicht nur einmal gestorben, also ohne das Geschenk der Organspende. Und man sieht auch das Leben von einer ganz anderen Seite, wenn man die tiefsten Täler durchschritten hat. Man muss das Leben genießen, jeden Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Station. Wir haben jemanden, und zwar Patient, der auf Zimmer 19 liegt. Ja. Das wäre jemand, den Sie besuchen können. Ich glaube, es wäre ganz gut. Brigitte Herzog und Peter Schlauderer sind ehrenamtlich für den Verein Lebertransplantierte Deutschland unterwegs. Dem jungen Patienten, zu dem sie wollen, geht es nicht gut. Wir warten deshalb draußen. Leiter des Transplantationszentrums Regensburg ist Professor Bernhard Banners. Konkret müsste, glaube ich, als erstes schon passieren, dass wir die rechtliche Regelung zur Spende umdrehen. Dass wenn man nicht sich dagegen ausgesprochen hat, dass man dann potenzieller Organspender ist. Das würde natürlich trotzdem heißen, dass man nicht automatisch Organspender wird, aber der Weg wäre gebahnt, an Organspende zu denken. So wie in Österreich, wo es diese Widerspruchsregelung gibt. Dort überleben mehr als doppelt so viele Patienten wie hier. Marlene. Mit ihrer Organspende hat sie insgesamt 4 Menschen das Leben gerettet. Mit gerade mal 18 Jahren. Eine lebenslustige junge Frau, die Krankenschwester werden wollte. Was ist passiert? 6. Juli 2010, ein strahlender Sommertag. Marlene ist im Auto unterwegs. Ihr Vater, Albert Herzog, war 10 Minuten später am Unfallort. Das ist genau die Straße, die wo neu gemacht worden ist. Die Sonne scheint dann so komisch rein. Entweder hat es die Sonne geblendet oder sie wollte eine Sonnenbrille aufsetzen oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall ist dann auf die andere Seite gekommen, so wie es ausschaut. Und leider genau zu diesem Zeitpunkt kommt natürlich ein anderes Auto. So hat auch die Polizei das ungefähr vermutet. Also ich habe am Anfang nicht gewusst, ob ich dieses Unglück überlebe. Ich habe echt gehadert auch mit meinem Leben, weil ich meine Tochter überlebt habe. Ich habe gedacht, ich habe ein Naturgesetz ausgehebelt, weil man überlebt eigentlich nicht seine Kinder. Sollte nicht so sein. Schritt für Schritt hat sich Brigitte Herzog ins Leben zurückgekämpft. Ich bin sehr früh zu den verwaisten Eltern gegangen. Das ist eine Selbsthilfegruppe. Niemand weiß besser um den Schmerz wie eine andere Mutter. Hey Babe, Mama ist da. Alles gut? Jetzt mach mal Licht für die. Ich habe gewusst, Marlene möchte das nicht. Marlene möchte nicht, dass ich mir aufgebe. Und deswegen habe ich beschlossen, ich mache weiter und ich mache was Gutes daraus. Auch der Vater ist seitdem Organspender.
wie halt jedes Thema, wo mit sowas zu tun hat. Man spart sich das auf und sagt, ja, das machen wir dann nächstes Jahr oder nächstes Mal. Und genau das ist das Thema mit der Organspende, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Mittlerweile hat die 53-Jährige einen vollen Terminkalender. Neben ihrer Arbeit in einer Tierarztpraxis engagiert sie sich im Netzwerk Spenderfamilien und von der Deutschen Stiftung Organtransplantation wird sie oft als Referentin eingeladen. Dabei wird ihr immer die gleiche Frage gestellt: Wird ein Organspender womöglich zu früh von den Ärzten aufgegeben? Es wird medizinisch alles getan, als würde dieser Patient wieder gesund werden. Und erst ganz zum Schluss, wenn wirklich dann die Tatsachen am Tisch liegen und dieser Hirntod, dieser irreversible Hirnfunktionsausfall durch unabhängige Ärzte und ganz viele Methoden diagnostiziert worden ist, dann ist es ganz sicher eine Diagnostik. Das hat sie selbst bei Marlene so erlebt. Wieder im Uniklinikum. Besuch bei einem frisch transplantierten Patienten, dem es schon besser geht. Darf ich Sie fragen, was die Ursache war? Ja, ich hatte einen Lebertumor. Ach, so schlecht. Also ich war schon viel müde. Also ich so jetzt mal eine halbe Stunde irgendwas gemacht habe, was auch immer, dann bin ich wieder gelegen. Also ich war dann wirklich gleich, ich sage jetzt mal, erschöpft. Wie lange waren Sie auf der Warteliste? Ich weiß nicht genau, aber ich denke mal so ein gutes Jahr, 1,5 Jahre. In dieser Zeit musste er bangen, ob sich ein Spender findet. Jetzt kann er auf ein neues Leben hoffen. Sie werden sehen, Sie kommen ins Leben wieder ganz toll rein und Sie können wieder alles machen wie vorher, bevor das die Auswirkungen kennt haben von Ihrer Erkrankung. Genau. Sie müssen sich vorstellen, die Patienten, die auf eine Organtransplantation warten oder die schon transplantiert sind, die sind durch einen harten Weg gegangen. Und die Patientenbegleiter, die Betreuungsdienste, die können sich auf andere Art und Weise, als wir Ärzte das können, dem Patienten nähern. Die können aus eigener Erfahrung berichten, die können Tipps zum ganz normalen Leben geben, was im ärztlichen Gespräch so einfach gar nicht behandelt werden kann. Genau, das wünschen wir Ihnen. In 14 Tagen werden die beiden wiederkommen. Ich denke, dass viele Menschen positiv dem Thema eingestellt sind. Ich glaube, es braucht einfach nur mehr Aufklärung, nicht nur Plakatwände, wo dann eine stumme Information steht, sondern es braucht Menschen mit einem Gesicht dahinter, eine Geschichte. Brigitte Herzog will nicht länger auf eine gesetzliche Regelung warten. Sie möchte jetzt Leben retten. So wie es Marlene getan hat.